Servus Leute und willkommen bei Let's Play Resident Evil 2. Ich bin der Renton. Ich bin der Kai. Und wir haben jetzt erstmal Part 0 als Intro rausgebracht und hier sind wir jetzt direkt im Spiel. Was ich jetzt machen werde, ist euch zeigen, wie ihr die Kostüme kriegen könnt. Die versteckten Kostüme. Und welche Waffe kriegt man mit der Claire? Eine Colt SAA. Die Colt SAA. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Also, was ihr machen müsst, um die Kostüme zu kriegen, ihr müsst es auf normal spielen. Ihr dürft nichts einsammeln, bis zu einer gewissen Stelle, wo ihr euch überraschen lasst. Und ja. Rein gar nichts aufsammeln. Rein gar nichts aufsammeln. Und normalerweise in dem Raum ist es so, dass ihr seht, wenn ihr Zeug aufsammelt, wie der Waffenladenbesitzer überfallen wird von den Zombies. Hier die Zombies, von denen müssen wir uns treffen lassen, das geht gar nicht anders. Ah, das hätte ein bisschen besser laufen können, aber gut. Du hättest da alle rauslaufen lassen müssen. Und dann Ende auf alle anderen schubsen, dann wären sie alle umgefallen. Ja, okay. Gut, kleines Missgeschick, aber okay. Ich denke, das schaffen wir trotzdem. Jetzt wird es ein bisschen kritisch, wenn ich hier oben entlang laufe. Und zwar wartet hier unten ein weiblicher Zombie auf uns. Und hier ist es Glück, ob die schon losläuft oder nicht. Sie läuft noch nicht los, das ist sehr gut. Das heißt, wir haben genügend Zeit, uns zu drehen. Wir gehen die Wand entlang. Und zack. Sehr gut. Gleich kommt eine Stelle, wo ich mich wieder... Ne, ich muss mich nicht beißen lassen, das kriege ich auch ohnehin. Weil ihr habt ja nur 15 Schuss, glaube ich, mit der Pistole, das war's. Ja. Ja, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Leute, die sich das Let's Play angucken. Na. So. Fuck. Also normalerweise, ich habe den Arm mitgenommen. Normalerweise, wenn du den 2- oder 3-mal triffst und der ein Stück zurückfällt, hast du die Möglichkeit, an dem vorbeizurennen, ohne dass er dich erwischt. Okay. Und hier wird es jetzt ein bisschen kritisch. Das ist ein bisschen schwer, den Zombies hier auszuweichen. Gerade die zwei. Zack. Und jetzt hier. Perfekt. Und jetzt kommen wir nämlich an die Stelle, die wir wollten. Und zwar... Kommt jetzt ein alter Bekannter. Ein alter Bekannter, hatten wir den überhaupt gesehen im ersten? Ne, wir hatten nur gehört, ne? Ja, das ist Brad Vickers. der Hase-Fuchs-Pilot aus dem ersten Teil. Genau, der euch am Schluss im Helikopter abholt. Er hat es nicht ganz geschafft. Nee. Jetzt können wir wieder Zeug aufnehmen. Was ich hier auch direkt mache. Aber man erfährt leider erst im dritten Teil, was mit ihm passiert ist. Also das werden wir jetzt auch noch nicht spoilern. Stimmt, ja. Ah, da habe ich gar nicht mal dran gedacht, ey. Und wir sind im Polizeipräsidium. Wo wir jetzt auch noch eine ganze Weile bleiben werden. Genau, also hier spielt sich hauptsächlich Resident Evil 2 ab. Was ich jetzt mache, ist die Munition hier mitnehmen, die wir nämlich jetzt brauchen. Ja, da bleibt ein Stück ganz schön viel. Genau. Gut, zum Glück haben wir gleich 30. Alles klar. Wir versuchen nicht durchs Spiel zu rennen, versuchen aber auch nicht hier 5-6 Stunden für zu brauchen. Weil wir nämlich das wieder in einer Nacht spielen. Wir haben jetzt kurz vor 9, haben angefangen. Und wir haben vor, Claire A und Leon B zu spielen, weil ihr habt die Möglichkeit in Resident Evil 2 als Leon oder Claire zu spielen. Und wenn ihr zum Beispiel mit der Claire das durchgespielt habt, habt ihr die Möglichkeit, die Story-Variante 2 mit Leon zu spielen. So. Das stelle ich noch um. Vielen Dank.
Jetzt wieder nämlich automatisch auf die Zombies. Was ist die Sache? Ah, fuck! Das habe ich noch nie gesehen, dass du das einstellen kannst. Echt nicht? Das Nee. ist voll die Hilfe, weil, pass auf, zack. Ja, geil. So. Da geht er down und... Hat einen schönen Schlüssel dabei. Ja, wir haben den Special Key endlich. Gott sei Dank. Gibt's hier noch Pflanzen? Nee, ne? Nee. Gut. Ja, um das nochmal zu erwähnen, vielen Dank fürs Schauen vom ersten Part. Gerade der erste ist wichtig. Wäre schön, wenn ihr dabei bleibt. Wäre schön, wenn ihr ein Like oder ein Dislike oder sonst was da lasst. Bisschen Kommentar, irgendwas. Bisschen Feedback, dass man sich verbessern kann. Yep. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Der sieht voll aus wie der Will Claire Smith in Bad Boys. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But Just go. okay. Just hang in there. I'll be back soon. Nur zur Info, wir spielen übrigens die PlayStation-Version auf der PlayStation 3 aus dem US-Store gezogen. Die kriegt ihr mittlerweile auch im Deutschen. Das Spiel ist nicht mehr indiziert und ist jetzt frei ab 16. Allerdings ist es, glaube ich, auch nur die englische Version, die ihr ziehen könnt. Wir setzen hier die Karte ein, damit wir weiter vorankommen. Und ja, erzähl mal ein bisschen was aus deinen Erinnerungen zu Resident Evil 2. Müssten ja einige sein, oder? Ja, ich habe das Spiel echt verschlungen. Ich habe es Tag und Nacht gespielt und ich weiß nicht, das war damals das beste Spiel der Welt für mich. Es war abartig, also ich hab's auch geliebt. Und ich wollte immer besser werden und ich hab's auch echt mal irgendwann dann geschafft, das komplette Ding in 2 Stunden durchzuspielen, ohne zu speichern, und hab alles freigespielt, was ging, und das hätte ich halt nicht mehr hinkriegen. Okay, Leute. Jetzt kommt was ziemlich Cooles. Sobald ich hier das Spray eingesammelt habe. Achtet mal aufs Fenster, was jetzt kommt. Boah, was war denn das? Scheiße! Das war ein Scheißlicker. Ein scheiß Licker. Licker! Licker sind dreckige, abartige Viecher mit einem offenen Gehirn, was normalerweise nicht gehen würde, weil, ja gut, die sind ja eh schon tot, aber im Normalfall, wenn dein Gehirn offen liegen würde, wärst du relativ schnell tot. Nicht So. unbedingt. Es gibt ja auch Operationen am offenen Schädel. Ja, klar, aber wenn du normal mit dem offenen Hirn oder mit dem offenen Kopf rumrennen tätst, hättest du ein Problem. Ja, Problem mit Sicherheit.
Alles klar, ich renn dran vorbei. Ja, das tut man am besten mit einer großkalibrischen Waffe später töten. Das Vieh ist gemein, das ist noch gemeiner wie ein Hunter. Ich finde Hunter persönlich gemeiner, aber noch schlimmer sind ganz am Schluss die Lab-Lickers. Die sind noch asozialer. Die wollte ich noch vergiften zusätzlich. Ja, wo 3 Stück kommen auf Ammo. Ja, die sind ziemlich fies. Aber so was zum Ligger zu sagen ist, er ist ziemlich schnell. Er steckt unheimlich viel Pistolenkugel weg, die ihm scheinbar gar nichts ausmachen. Also die machen ihn nicht langsamer oder stoppen ihn. Er schlägt dich, er kann aus dem Nix wie ein Hunter springen und dir den Kopf abschlagen. Und er kann dir mit seiner Zunge den Brustkorb durchstoßen, was dich auch tötet. Also ist ein ziemlich tödliches Vieh, das schon direkt am Anfang kommt. Aber das ist halt Resident Evil 2, da ist Kinderspielplatz ist vorbei. Wir sind jetzt groß und deswegen auch indiziert. Das war sehr, sehr schön erklärt. Dankeschön. Bitte sehr. So, was wir jetzt machen, ist das Special Key einlösen. Können wir die Klamotten wieder wechseln, wenn ich sie anhab? Oder Gott sei Dank ja, weil das Outfit ist ziemlich schrecklich. Also das heißt, ich kann es jetzt nehmen und dann doch wieder wechseln. Genau, du nimmst Okay. das, dann kannst du die Waffe nehmen und dann klickst du den Schrank wieder an und dann kannst du das Original Outfit wieder Ah, ausziehen. super, super. Weil ich habe gedacht, du musst das nehmen, um hier an die Colt SAA zu kommen. Muster. Ja, muss ich auch. Was ich jetzt mache, ich mache es jetzt nämlich ganz geschickt. Pass mal auf. Und zwar... Scheiße, das war natürlich ganz geschickt. So, damit ich nämlich keine Munition mehr in der Pistole habe. Diese Colt SAA, die ist ziemlich heftig. Also die ist erstens schnell und ziemlich stark. Allerdings muss man aufpassen. Man sollte auch nicht mehr wie 3 Mal hintereinander schießen und dann abwarten, ist der Zombie jetzt tot oder nicht. Weil man tut ziemlich schnell ins Leere feuern einfach. Ja, ja. Und dann ist die Munition halt Weg. ja, verschenkt. Und gerade am Anfang vom Spiel ist die Munition auch wieder sehr, sehr knapp. Und je nachdem, was ihr für ein Spieltyp seid oder ob ihr halt Aufhänger seid mit Resident Evil 2, kann schon ganz schön knapp werden. Aber wenn ihr schon so ein bisschen geübt seid, wie mir zum Beispiel, dann habt ihr am Schluss noch so viel Munition übrig, dass ihr das Spiel einfach nur mal spielen könnt. Aber Sag das nicht zu laut. ja gut, ich sag's. Am Schluss verkacke ich's voll. Das ist ja dann nicht meine Schuld. Das ist dann nicht dein Schuld, wenn ich's verkacke. Aber du hast gesagt, wir sind geübt. Ja, Man ich muss hab dazu große sagen- Erwartungen an dich. Warum lebt er noch? What the fuck? Er verkackt's jetzt schon. Ey. Gut, ja, ich verkack's jetzt schon. Das Das war war- jetzt echt nicht gewollt. Das war jetzt ein Beispiel, wie man es nicht machen soll mit der Colt SAA. Und wolltest du nicht vorhin der Outfit wieder wechseln? Ah, stimmt, ja, das mache ich dann, wenn wir speichern, wenn der Part hier vorbei ist. Gut. Aber wir wollten ja noch ein bisschen das Outfit hier zeigen, das wunderschöne. Hast du noch Platz im Inventar? Ja, ja, ich habe genügend Platz. Ich habe extra Platz gemacht gerade eben. Gut, das jetzt wäre so ein super schweres Capcom-Rätsel. Super schweres Capcom-Rätsel. Man muss quasi einfach mal diesen Raum umdekorieren und dann fällt dieser scheinbar nutzlose Rubin runter. Der erste ganze Weile später zum Einsatz kommt. Stimmt, dann könnte man theoretisch doch, dann hast du die ganze Zeit lang, ja. Oh, da kommen wir jetzt ins Stars Hauptquartier. Und jetzt zeigen wir euch auch gleich ein sehr, sehr geiles Gimmick oder Easter Egg, was ich sehr, sehr cool fand.
Und zwar sehen wir hier die Stars-Member. Echt extrem cool. Ganz rechts Chris Redfield aus dem ersten, links neben gerade Barry Burton. Und eins runter, eins links ist die Jill Valentine. Ich muss dich korrigieren. Ah, stimmt, nee, warte, Jill ist der Chris. Und Ganz der rechts ist der neben- Brad, oder? Ja, das ist der Pilot. Entschuldigung. Dann sind ein paar noch dabei, die eigentlich gar nicht erwähnt werden. Also, der Schwarze, das ist der Schwarze sagt man nicht, gell? Doch, kannst du ruhig sagen. Okay. Der maximal pigmentierte ist Kenneth, der gleich am Anfang stirbt. Der mit dem Kopftuch, das ist Joseph, der vom Hund Joseph! abgenagt wird. Der mit der Sonnenbrille, ganz klar, der Albert Wesker. Der neben dran, ich schätze, ne, ich weiß es nicht. Der neben Chris unten, das ist der Enrico. Er sieht aus wie der Ron aus Parks and Recreation. Genau. Und ich glaube, der hinterm Chris, das ist der Richard. Sehr schön erklärt. Aber die anderen zwei habe ich keine Ahnung. Und das Wunderkind Rebecca war dann auf der weiterführende Schule. Samuel, ich hatte immer im Kopf, dass es hier ein Erste-Hilfe-Spray gibt. Ja, das gibt's auch, aber erst, wenn du in Resident Evil 3 in den Raum kommst. Ah, in der Tasche, die an der Wand hängt. Genau, das ist nämlich der Schreibtisch von der Rebecca. Also hier erfahrt ihr dann, was mit dem Chris passiert ist. Der ist nämlich in Europa. Weil ihr spielt ja als Claire Redfield, die Schwester vom Hauptprotagonisten aus Teil 1. Die auf Sammelt. der Suche nach ihrem Bruder ist. Oh. So, den Granatlauncher werden wir auch gleich brauchen. Genau, und das Medipack ist hier hinten in der Tasche dann später. Und jetzt kriegen wir erstmal einen Fax. Ja. Oh, ich bin durch die Tür gegangen. Was steht denn in dem Fax? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr. Warte dann einmal noch kurz, damit wir kurz durchklicken. Und die Leute, die es wirklich lesen wollen, können dann pausieren im Video. Deswegen lasse ich die Seite immer ein kleines bisschen auf. Das waren doch nur 2 Seiten, die da geschickt wurden. Nicht okay. Was ich gerade drüber nachdenken muss, ist, dass ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm habe, wie das nochmal ist. Mit dem 2er und 3er, weil die Zeit, die spielen ja nicht zeitgleich. Das spielt das Stück vorm Zweier, während dem Zweier und noch ein Zweier. Weil man ist ja stelleweise auch in diesem Polizeirevier. Und es ist teilweise ganz anders da verbarrikadiert. Wo aber das aber teilweise echt schlimmer aussieht wie im Zwer. Und dieser Will Smith Polizist, der ist im Dreier auch schon tot. Ja gut, dass der stirbt, ist ja klar. Den werden wir aber noch mal sehen und es wird ziemlich cool, wie der stirbt. Und jetzt kommt ein Schockeffekt. Achtung. Also da habe ich mich als junges Mädchen schon sehr erschrocken. Oh scheiße, ziehen die Energie ab? Ich denke schon mit der Zeit. Ja. Ja, Da war ich schon Caution. ich war schon auf Caution, ja. Habe ich den Grenade Launcher equipped? Ich hoff's. Ja. Alles klar. Also der Grenade Launcher, der ist irgendwie Dem fehlt was, oder? Also, blöd gemacht im Resident Evil 2. Also was ist blöd gemacht? Man hat 3 Varianten. Stinknormale Granate. Säurepatrone. Und
Kerosinpatrone. Ja. Und wenn man halt die normale Granate abfeuert, dann gehen die irgendwie 1 Meter weit, 1,5 Meter weit nur und Richtung Boden. Und zum Beispiel mit der Kerosingranate schießt man dann direkt drauf, egal wie weit und so. Und die ist halt schon sehr effektiv. Was ich jetzt mache, um später Zeit zu sparen, ich bin gerade am Überlegen, die andere Tür hier hinten links, hier, das sind nur ein Haufen Zombies. Ich bin am Überlegen, ob ich die Granate drauf schieße. Dass ich den Granatwerfer nicht unbedingt mitnehmen muss später. Das kannst du machen. Das ist, glaube ich, relativ schlau. Gut, in Speedruns laufen sie komplett dran vorbei. An der Horde. Die lassen die Horde nach links ziehen, an die Wand. So. Ich glaube, 4 Schuss habe ich für euch. Ja, ich würde immer gucken, dass ich so zwischen neu schieße, weil schon treffst du immer nur einer. Und das ist blöd, weil die teilweise dann immer aufstehen. Gut, jetzt habe ich. Der hat noch gelebt, ja, aber den hole ich später. Ja. Drauf geschissen, weil sonst die Munition, die ich jetzt noch habe für die Pistole, die brauche ich. Was man halt Habe ich noch, den Schlüssel mitgenommen? Ja. was man halt noch erwähnen sollte ist, wenn ihr das nicht machen wollt mit der, also wenn ihr sagt, ihr scheißt auf das Kostüm und auf die Colt SAA, dann könnt ihr halt echt am Anfang schon einen Haufen Munition für die Pistole und so einsammeln. Ja, richtig. Und auch, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube auch oder 2 Kräuter und ein Erste-Hilfe-Spray. Erste-Hilfe-Spray auf jeden Fall im Waffenlader. Also Munition findet ihr im Waffenlader auf jeden Fall. Das Spray auch. Was findest du noch? Im Bus findest du, glaube ich, Munition. Und in dem Wagen hin. Ja, und in ein paar Mülltonnen findest du auch noch Munition. Hast du draußen das Magazin eingesammelt? Also die Bullet-Schachtel bei dem Zombie? Den Kopflose? Ja. Ja, die habe ich eingesammelt. Habe ich direkt gemacht, bevor die Sequenz mit dem Liga gekommen ist. Weil du mich eben so angeguckt hast. Ist da nicht auch noch was? Ja, Fahrband. Da gibt's eine Mülltonne direkt, wenn du aus dem Waffenlader rauskommst. Stimmt, ja. Und Ja. da ist noch Pistole-Munition. Stimmt. So, in den Raum gehen wir erst, wenn wir das Feuerzeug kennen. Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Und da kriegen wir dann den zweiten Diamant. Genau. Und der Raum, den wir jetzt hinten in der Ecke sehen, da kommen wir erst. Ich glaube, noch 2 Schlüssel sind wir noch entfernt, bis wir dort sind. Ja. So, ich glaube, ich speichere noch nicht. Ich warte bis zum nächsten Schreibmaschinen. Ja. So, Sehr das gut. braucht man noch nicht, das braucht man noch nicht. Dann können wir auch noch getrost weglegen und das Farbband können wir kombinieren. Super. Genau. Was wir aber jetzt machen, ist auf jeden Fall die Klamotte nochmal wechseln. Das hätte ich nämlich jetzt fast schon wieder vergessen. Und übrigens ist hier hinten im Safe Room ist, wie nennt man das? Fotolabor? Ja, das Fotolabor. Fotolabor, da können wir Filme entwickeln lassen. Bei 2 weiß ich genau, wo sie sind. Ich glaube, es gibt nur 2, oder? Zeig mal aber auch noch. Ah, ne, zeig mal nicht, weil. Ich glaube, später müssen wir gar nicht mehr hier, da wäre es unnötig, Ski zu laufen. Schau mal einfach mal. Du möchtest die Fotos zeigen? Ja, ja. Gibt es sonst kein anderes Fotolabor, oder? Das habe ich mir immer geschenkt. Also ist auch jetzt nicht unbedingt Ja, sehenswert. ist wie beim ersten, wo man gezeigt haben, wo man ein paar Gegnertypen sieht und so. Ja. Ladies and Gentlemen, Sherry Birkin. Und ein Zombie, der mich nicht gekriegt hat. Und wir kommen wieder zu einer kleinen Cutscene.
Yeah. Have you seen a little girl around here? Yeah, you just missed her. Who is she? I don't know. Ist nämlich But it's viel, too aber- dangerous for her to stay here alone. Leon, I'll go look for her. You go and find us a way out of here. Of course. But before I forget, here's a radio. That way we can keep in touch if something comes up. Also, wie ihr schon gesehen habt jetzt, trifft man hier auch auf Leon. Und umgedreht ist es genauso. Also ihr spielt dann wirklich die Geschichte aus beiden Perspektiven. Und je nachdem, welche Geschichte ihr startet, also A oder B, startet die Person auch auf der einen Seite des Feuers oder auf der anderen. Genau. Und man kann jedes für sich allein spielen, aber es ist dann trotzdem anders da, als wie wenn man die passende B-Mission spielt. Das werden wir dann noch sehen. Das ist dann auch viel komplexer und erklärt vielleicht auch ein paar Sachen, die dir beim normalen Spiele rätselhaft vorkommen. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken, das war jetzt ein bisschen laut. Ich löse hier gleich das Rätsel, um eine Platte zu holen, oder ist es nur die Hälfte von der Platte? Auf jeden Fall ist es, die Platten braucht ihr 3 Stück insgesamt, um später im Spiel weiterzukommen. Das nach rechts. Das auch nach rechts. Und schon wieder ist Hardcore Capcom Rätsel gelöst. Genau, normalerweise schaut ihr hier auf die Tafel und seht dann, wie ihr die Regale verschieben müsst. Ich habe das jetzt noch auswendig gewusst. Und ich glaube, hier in der Schublade ist auch die Pflanze. Yep. Was man alles noch weiß. Mhm. Aber Also- das habe ich, also ich persönlich habe, ich glaube, das ist das Spiel, das ich am meisten in meinem Leben gespielt habe. Außer A Link to the Past und Red Dead Redemption. So, die 2 Zombies lasse ich außer Acht. Nur den Ende-Zombie kill ich da hin, weil da müssen wir öfters drauf vorbei. Wenn da überhaupt noch einer ist. Da müsste jetzt einer kommen, oder? Ja. Ich habe das ungelogen vorneweg 30 Mal gespielt. Auf alle möglichen Plattformen, die ich in die Finger gekriegt habe. Und hab's jetzt aber vorneweg 10 Jahre nicht mehr gespielt. Aber wir kennen es noch ganz gut. Oh, scheiße, ich habe jetzt echt viel Munition verbraucht. Ja. Aber gut. Sag mal, was hatten die eigentlich noch einmal in Code Veronica an? Das spielt man 8 die Claire. In Code Veronica hat sie, glaube ich, so ziemlich selber an, oder? Ist zumindest irgendwie ähnlich, oder? Yep, ich glaub's auch. So, ist Diarrhea. Diarrhea. Ah. Wunderschön. Ich liegt hier noch auf Farbband, dann nehme ich das auch gleich mit. Da liegt noch was auf der Yep, Bank. yep, ich weiß auch schon, was da liegt. Das Feuerzeug, genau. Und das werde ich jetzt auch noch einsammeln. In dem Raum, wo ich das Feuerzeug benutzen muss, kurze Frage. Liegt da irgendwo was? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass da Munition ist oder eine Pflanze, aber ich habe nichts mehr gefunden. Ich weiß es nämlich. Ich weiß, du holst, du verbrennst hinter am Kamin das Bild. Genau, was wir jetzt Trickstück. machen. Dann kommt ein schöner Diamant geperlt aus einem Arsch. Genau. Und ich weiß es nicht, aber eigentlich ist der Raum ziemlich groß. Es könnte was irgendwo liegen. Übrigens hat der gute Kai damals bei seinem Resident Evil 2 Suchten, ich nenne es mal einfach so, morgens um 10 meinen Vater angerufen, der auch übrigens sehr viel Resident Evil 2 gespielt hat und hat gesagt, ey Harald, wo krieg ich denn Munition? Du hast doch das Lösungsbuch. Dann hat mein Vater nachgeschaut, hat es ihm gesagt, hat dann gesagt, ja Kai, musst du nicht in die Schule? Und was hast du dann gesagt?
Heute nicht, weil ich Resident Evil spielen muss. Du hast gesagt, nee, ich bin doch krank geschrieben. Ich bin doch krank. Genau. Wollte nicht, dass ich sag. Doch, ich meine, das ist ja jetzt mittlerweile Jahre her. Fast 20 Jahre her oder so. Ja, krass. Und die Lehrer teilweise schon tot. Gott hab's selig. Ich glaube, du kräht heute kein Haar mit, ne? Ja, das war ziemlich assi. Beim ersten Durchlauf habe ich so ziemlich alles falsch gemacht, was man in dem Spiel falsch machen kann. Ich habe wirklich jede einzelne Patrone leer geschossen. Und ich muss dann noch einen Tag blau machen, weil ich musste dann einfach fertig spielen, nachdem ich dann wusste, wie es richtig geht. Und dann habe ich das mit dem Szenario 2 erfahren und dann wurden nochmal 2 Tage mehr blau gemacht. Dann ging es halt richtig ab. So, ne, hier ist nichts mehr. Ich hatte echt im Kopf, dass hier irgendwo noch Munition liegt oder irgendwas versteckt ist. Vielleicht im Mülleimer. Mülleimer? Ne. Also, in Resident Evil 2 muss man sagen, da liegen wirklich alle skurrilste Orte, liegt der Scheißdreck. Yep. So zum Beispiel diese Szene, dieser Gang, der ist komplett anders da verbarrikadiert in Resident Evil 3, das weiß ich noch. Okay. Und du kommst da auch nicht durch. Was bei Resident Evil 3 nochmal ein richtig großer Unterschied ist, dass da noch viel mehr Zombies um dich zukommen. Ne? Ja, es ist auch echt, was das angeht, ist es auch richtig gut gemacht. Es gibt mal mehr als 3 Charaktermodelle für Zombies. Mit unterschiedlicher Klamotte. Es gibt sogar einen richtig fetten Zombie, der dann auch viel mehr Munition einsteckt. Und was das betrifft, ist einfach schön gemacht, abwechslungsreich. Klar, irgendwann wiederholen sie sich, aber das ist jetzt nicht so wie im Enser, wo es eigentlich nur diesen Zombie im weißen Kittel gibt, den im grünen und den nackischen. Stimmt, ja. Und ja, das Nervige am Dreier ist halt einfach dieser Nemesis. Der Nemesis ist extrem scheiße, ja. Und dass es einfach viel zu viel einzusammeln gibt, wo du irgendwo einsetzen musst. Und gerade beim ersten Durchgang ist das sowas von verwirrend, was mir echt ein bisschen so den Spaß an dem Teil genommen hat. Und ich habe die Spiele wirklich verschlungen. Aber ich muss sagen, der Dreier war für mich der schwächste Teil damals. Gut, okay Leute, das war unser erster richtiger Let's Play Part von Resident Evil 2 und danke fürs Zuschauen. Danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like, irgendwas. Danke Leute, ciao. Ciao.